Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Walking Dead Session 1 Episode 4. Ja, wir haben jetzt in der letzten Folge einiges erfahren über Molly und über das, was über Crawford geschehen ist. Wir haben die Medikamente und wir haben das Benzin. Wir fanden auch heraus, dass Molly... Jesus Christ! Oh, you scared the shit out of me. Where the fuck have you been? Sightseeing. I'll take that battery now. Oh, yeah, about that. Sag bloß, du hast... I'm just kidding. Here you go. Die nimmst du jetzt in What's Hoden. Nothing. Das ist deine Schwester. You can quit with the act, Molly. I know you're from Crawford. What? Who told you that? I saw you on a security tape. Why'd you lie to me? I said there were stories about Crawford. I never said that's how I knew about it. I never lied to you, and even if I did, so what? I don't owe you anything. You saved my life twice, but you can't tell me the truth? Are we really gonna do this now? I guess that's up to you. I used to live here with my sister. She was 14 years old. When the dead started walking and Crawford shut itself in, it seemed like a pretty good deal at first. We were safe. We had everything we needed to survive. Then the rules started coming down. No one who couldn't justify their place earned their keep. No one who required special care. My sister was diabetic, and by Crawford's rules, that made her a liability. I kept it a secret, kept her safe for as long as I could, but in the end, I couldn't protect her. That's when I got out. Crawford, they always talked about how their system worked, how anything was better than becoming one of them, but I saw what they'd already become. I just wish I could have seen it before it was too late, before they came and took my sister away. Aber zumindest hat sie sich uns This is all anvertraut. I have left of her. I didn't have time to take it before I got out of Crawford. I just wanted it, okay? It's okay, Molly. I understand. She's pretty. What the hell? I think that's our cue to get the hell out of here. Die sind weg. Whoa! Jesus! Shit! Ben! Sorry. I just got spooked by those bells, and then I heard someone coming. Kenny and I still can't get the door open to the armory. He sent me out to look for something we can use to bust it open. I found this. Ben? Where did you get that? I just found it. It was stuck in the door handle at the end of the hallway back there. Oh no. Shit! Oh Mann. Lee! Shoot this fucker! Ja, so geht's nicht. Thanks. It wasn't me! Good going, kid. Nice shot. Thanks. Nice. Also nee, nicht nice, aber What the nice. fuck is going on? They're coming. Oh, shit. That ought to hold them. Sure, but now how do we get out? Through the armory. We could just get this damn door open. Come on, damn you! Also nice. Ich bin froh, dass sie den Mumm hatte. This is my fault, all my fault. What the hell's he babbling about? Ben, we talked about this. No, wait. I want to know what he meant. What do you mean this is all your fault? Kenny, I'm so sorry. I'm so sorry, man. Kid, this ain't the best time. Whatever you did, save it for later. Ben, shut the fuck up. Fuck you, Lee. I can't do this anymore. It's been me all along, putting all of us in danger. Katja and Duck, it was all me. It was all me. Wait a minute. What are you saying? It was me who made the deal with the bandits at the motor inn, slipping them supplies. I thought maybe I could keep them off our backs. When it got discovered, that's when they attacked.
and that's when Duck... Kenny, enough! Calm down, man! You little pissant! You're fucking dead! You hear me? Dead! My wife and child! You got them both fucking killed! Kenny, I said calm the fuck down! Nice group you got here. Not the time, Molly. If this asshole thinks he's getting on my boat after what he did, he's out of his motherfucking mind! You hear me, shitbird? You can stay behind and fucking rot! Kenny, I know you're upset. I understand. But you don't get to make a decision like that on your own. We're all in this together. We're a group. Sure, take a vote. This is America. Fuck it. But before you all decide, there's something you ought to know. The boat's not big enough for all of us. Somebody's got to get left behind. Might as well be this piece of shit right here. Well, I vote we leave him. I'm sorry, Ben. I know you mean well, but all I want to do is get back to Omid, and you put that at risk. Wait, don't I get a vote? Of course you do. Ben's nice. He's my friend. We don't leave friends behind. That's my vote. On second thought, I think I'm gonna abstain. Lee? I can't do this right now. I abstain. We'll figure this out later. What about the rest of us? Don't we get a say? Free! Now can we go? Damn right. Vernon, come on! Immer diese scheiß Abstimmungen, ich glaub's nicht. Ja, die kriegst du nicht So mehr much for zu. the armory. What's left of it? A few rounds. That's it. You didn't close that door behind us? I couldn't. The lock was busted. Great. Just fucking great. Come on. There's got to be a way out down here. Oh, oh, mach wieder zu! Mach wieder zu! Fuck! That's not gonna hold. Back upstairs! Lee, look! Lee, schau. Danke. Und jetzt? Ja. Au, shit. Was? Scheiße. Aua, Mist. Ja, danke. Okay. Nein. Nein! Verflixt! Okay, nochmal. So einfach ist das Ganze nicht. Mann, schon wieder! Ich glaub's nicht! Ey, nee! Alter, das kann doch nicht so schwer sein. Okay, einen muss ich erschießen. Das geht nicht. Haben wir es jetzt gesehen oder was? Okay, also einmal versuchen. So. Jetzt hoch. So. Warten. Warum eigentlich? Nee, doch. Okay, runter. Bein. Hoch. Runter. Bein. Hoch. Erschießen. Den noch warten. Erschießen.
Bein. Okay. What? Wir... Nee. Ach komm jetzt! Mann! Gibt's doch nicht! Okay. 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 Mann, jetzt hast du keine Axt mehr. Come on! Ja. It's all right, Clem. I'm fine. Hört auf mit dem Ganzen. Any way out of here? Haut ab! This leads to the roof. We might be able to find a way down from there. You didn't come into town from the railroad, did you? Yeah. Why? Never mind. I can see the sewer where we came in from here. I think we can do this. Well, what are we waiting for? Go, go! Was hat er jetzt mit der Eisenbahn? Ben, come on, let's go! Scheiße! Scheiße! Hold on, Ben! I've got you! Ben, climb up! Come on, you can do it! There's no time! You have to go! Now! Quit fucking around, Ben! Come on! Let go, damn it! Get Clem and the others out of here! Lee. Lee, we both know. Nein! Nein, Ben! Das kannst du Clementine nicht antun! Das kannst du Clementine nicht antun, verdammt! Why? Go, go, go! Weil jeder das Recht hat zu leben. Jeder macht Fehler und jeder hat trotzdem das Recht zu leben. Darum. Es ist nicht Krista? zu verzeihen, was du getan hast. Everything Du hast okay? Kerli auf dem Gewissen. Du hast Kerli auf dem Gewissen. Du hast Lily auf dem Gewissen. Du hast die Familie von... Clem, stay back. Don't get any closer. I never should have left you. I'm so sorry. Krista, get away from him. Aber das... Hey. Back already? Mann. We got you medicine. Good. Feel like I could use some. Alter. You okay, kid? You look worse than I do. We almost didn't make it out of there because of this asshole. Should have left him behind when we had the chance. Guys, what the hell happened out there? Let someone else tell you. I got work to do. Okay, with a little luck, you should start feeling better pretty soon. I'll stay here for a few more hours to check on him. Let me know if you need anything. Thanks, Doc. Yes, thank you so much. Maybe now's a good time for you and me to have a little talk in private. Ja. Hey, I wanted to thank you for all you've done for us. You're welcome. I'm glad Bree will have died for something meaningful. You want to know the worst part? What?
I don't feel much. I mean, I don't feel enough. Shouldn't I be broken up over what happened to her? That's how I was when I lost my daughter. When I lost my friends in those first few weeks. But now, it's like I just take something like this in stride. Like this is what our world is now, and we'd better just get used to it. What did you want to talk to me about? I know you care about Clementine. Anyone can see that. And I know you want what's best for her. But this plan of yours, putting everyone on a boat with no destination, do you really think that's her best chance of finding somewhere where she can be safe? Because I don't. So I want to make you an offer. What kind of an offer? I'll take her off your hands. Take her back with me, to my people. We're well supplied, well hidden, and a lot of us have had kids of our own. And now Crawford's fallen, we got nothing left to fear from them. She'll be safe with us. Safer than she will be if she stays with you, I promise you. That's what you want for her, isn't it? To be safe? I'm gonna pretend you didn't say any of this and give you a chance to walk away, which you ought to do right now. I know you think you're doing what's best for her. And if you were her real father, we wouldn't be having this conversation. But you're not. And staying with you is not what's best for her. If no one else around here will tell you that, then I will. That little girl's in my care. We've been through more together than you can imagine. Anyone who tries to get between me and her, anyone, is gonna wind up dead. You hear me? Take your hands off me. Ansonsten was? Wer gibt dir das Recht, so über Clementine zu sprechen? Clementine vertraut mir. Und sie weiß ganz genau, wir sind ein Team. Er hat auf eine Art schon recht. Doch. Ist das... Hey, going somewhere? Ist das die Yeah, Lösung? I'm about to head out. I just wanted to say thanks for everything. It's been fun. Wo willst du jetzt hin? What are you talking about? Kenny's working on the boat right now. Thought you were coming with us. God knows you earned it. Yeah, I've been thinking it over. It's not for me. Sounds like it'd be pretty crowded, and I never did like the water. You sure about this? I'm sure. I've always done better on my own anyhow. Listen, I'm not much for goodbyes. Tell the others for me? Sure. You take care of yourself, Molly. You too, Lee. Sie ist voll in Ordnung. Aber ich kann es durchaus verstehen, And you be dass sure sie to take care of that little girl. You know she thinks the world of you. Ja, das weiß ich. Und wegen dem Good habe luck. Ain't nothing to do with luck. ich auch das Angebot von dem Doc abgelehnt. Er hat im Prinzip schon recht. Bei ihm hätte sie es eindeutig besser als bei uns. Vielleicht hätte sie dadurch auch... Hey, Sweet Pea. Nee, Kenny's working on the boat. I know. What are we going to do after he fixes it? Where will we go? Someplace else. Someplace better. Clem, honey, what's wrong? Is Ben going to be okay? He doesn't seem the same since he got back. Ben's a good kid. I think he's just feeling guilty about some of the decisions he's made. He's gotten to feeling like he's a burden on the rest of us. Before we leave tomorrow, will we have time to look for my parents? I'd like to, Clem, but I don't think we'll have time. We really shouldn't stay here any longer. It's not safe.
War das jetzt die richtige Entscheidung, Hand ausstrecken? Oder hätte ich was sagen müssen? Ich meine, wir sind in Savannah. Das letzte, was wir wussten, war, dass die Eltern in Savannah sind. Clementine? Und das Funkgerät ist weg. Clementine? Nein. Sie macht auch keine Spielchen mit uns. Haben Sie uns zurückgelassen? Clementine? Clementine! Oh God. Oh Gott. Ist sie entführt worden? Ist sie... Das ist Clementines Hut. Keine Zweifel. Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Das ist das Funkgerät. Ja! Alter! Jetzt bin ich erschrocken! Alter! Nee, ohne Spaß jetzt! Nee! What the... Ey! Wer hat damit gerechnet, dass da jetzt so... No. 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 So ein Zombie rauskommt? No. No. Fuck. Lee? Lee? You out here? Lee! Are you crazy? What are you doing out here? It ain't safe. Lee? Where's Clementine? She's not in her room. Vernon ain't in the house either. What the hell is going on? Whose blood is that? It's a walker's. Fucker jumped me from behind. So where's Clementine? Clementine's gone. I found her hat and her radio on the ground out here. That's all I found. There's no chance she just wandered off on her own? No. No way. Then who the hell took her? I don't know. Last night Vernon came to me and offered to take her with him. Said she'd be better off. Son of a bitch. I knew we couldn't trust that fucker. Wherever she is, I have to find her. Clem may not have much time. We have a better chance of finding her if we all go together. Who's with me? Lee, I'm sorry. We can't. It's too risky for us. Krista, come on. I know. But Lee's asking us to put our trust in him. And that's just too hard for me. I hope you understand. I really am sorry. I hope you find her. But you're gonna have to do it without us. This wasn't an easy decision, Lee. I want you to know that. I don't know why you're looking over here, Lee. Hell, I can't remember the last time you went out on a limb for me, if ever. And I've got a boat to prep. Kenny, you know what Clementine means to me. She's my family now. She's all I got. Family? You're gonna talk to me about family. You're lucky I don't knock you in your fucking ass right now, you selfish son of a bitch. You can do whatever the fuck you want, but you'll be doing it on your own. Ja, das What war... about you, Ben? I don't know. Whatever you think is best. Clementine's one of the few good things left in this world. She stood up for you and Crawford when Kenny wanted you gone. Don't you think you owe it to her to stand up for her now? You're right. I owe her. I swear.
Before this is all over, I'm gonna show you I can do something right. I'll prove it to you. You'll see. Guess it's just you and me. We should go find Vernon, see if he took her. Good luck. Yeah, to both of you. Bring Clementine back safe. Gut, von den Don't beiden... expect me to wait for you. Once we get that boat out on the river, we're gone. Then I guess that's how it's gotta be. Von den beiden habe ich es nicht on, erwartet, kid. dass sie mir helfen, Let's aber go. von Kenny bin ich total enttäuscht. Und ja, Ben, der ist mir eigentlich das, und auch Clementine, ist er eigentlich schuldig. Oder unschuldig. Und du glaubst jetzt echt, dass er noch da ist? Ich glaube nicht. Denn hier hat es keine Vorräte mehr. Die sind nicht mehr da, die sind nicht mehr da. Garantiert nicht mehr. Where the hell are they? This is where you found them before? Uh-huh. Vernon, get out here! There doesn't have to be any trouble here. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. Mann, das ist eine Episode, die genauso fesselt wie. Geht nicht. Geht nicht. Was ist das für ein Geschrei? Clementine, are you all right? Where are you? Vernon, you son of a bitch! Hello, Lee. Where have you taken her? This isn't Vernon, and you should really watch your tone. Clementine's fine, but if I were you, I'd choose my next words very carefully. So ist es. So ist es. Fortsetzung folgt. Und das ist ein passendes Ende für Episode 4. Wir kommen zu den Bewertungen. Der Junge auf dem Dachboden. Hast du den Jungen auf dem Dachboden? Du und 74% der Spieler ihn umgebracht. Es war eindeutig die richtige Entscheidung, weil der hatte ein Leiden. Die ganzen Untoten leiden im Prinzip, aber der hatte noch ein extremeres Leiden, weil er für die Ewigkeit so weitergelebt hätte und nur eigentlich Qualen, wirklich unnötig Qualen hatte, weil er einfach nichts zu essen hatte. Und das war das einzige Richtige, ihn zu erlösen. Da kann ich jetzt sagen, wer was will, aber das war die richtige Entscheidung. Hast du Vernon belogen oder bedroht? Du und 66% der Spieler waren rational und aufrichtig. Ich weiß nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Ich meine, bis jetzt sind wir doch eigentlich immer gut gefahren, wenn wir zu den Leuten höflich, lieb, nett waren. Bis auf, gut, das mit der Farm nicht, aber im Allgemeinen waren wir doch eigentlich immer recht gut gelegen, wenn wir ehrlich zu denen waren. Und
vor allem der Doc hat mir in erster Linie eigentlich gefallen. Also er gab mir wirklich einen sympathischen Eindruck. Am Schluss muss ich sagen, das, was er gesagt hat, stimmt auf eine Art schon. Aber im Endeffekt hat Molly das Richtige gesagt. Clementine vertraut uns und vergöttert uns. Nee, das hat sie nicht gesagt, aber so in die Richtung. Und da muss ich sagen, ja, stimmt, absolut. Und was hätte jetzt Clementine gesagt, wenn ich jetzt gesagt hätte, ja, ist kein Problem. Doc, nimm sie hat's bei dir besser. Und dann kommt noch die nächste Frage. Was wäre weitergegangen, wenn die Sachen vorbei wären? Denn der Doc, der wäre garantiert nicht mit Clementine weitergezogen, wenn er hier nichts mehr hätte. Also ich bin echt gespannt, was Episode 5 bringt, ganz ehrlich. Alleine zu Hause hast du Clementine mitgenommen. Du und 73% der Spieler haben sie mitgenommen. Auch das kann ich erklären, aus dem Grund, dass Clementine einfach ein Teil von Lee ist. Und Clementine hat schon ziemlich oft Lee aus der Scheiße geholt und die Gruppe. Wie aber auch Lee natürlich Clementine aus der Scheiße geholt hat. Aber ja, es ist immer noch besser, die Kleine mitzunehmen, als sie bei dem Verletzten zu lassen. Weil im Prinzip stimmt das schon. Was wäre, wenn sie mit ihm alleine gewesen wäre, er gestorben wäre und sich verwandelt hätte? Was wäre aus der Kleinen geworden? Das ist die Frage. Was wäre aus der Kleinen geworden? Dann wäre sie aufgeschmissen gewesen. Gut. Wem die Stunde schlägt, hast du Ben in den Tod stürzen lassen. Du und 66% der Spieler ihn aufs Dach gezogen. Also mehr als die Hälfte haben so entschieden wie ich und haben Ben nicht fallen gelassen. Obwohl man sagen muss, Ben hätte es eigentlich verdient. So böse wie es klingt. Eigentlich hätte er es verdient zu sterben. Weil er hat nicht nur Kennys Familie auf dem Gewissen. Nein, er hat auch im Prinzip Lily auf dem Gewissen. Weil die ist abgehauen. Weil sie hat im Prinzip den Richtigen vermutet. Hat aber Carly erschossen. Carly hat er auf dem Gewissen, weil Lily sie erschossen hat. Carly hätte leben können, wenn er es zugegeben hätte. Ich weiß nicht, ob man die Situation beim Wohnmobil, wo Kenny das Wohnmobil von dem Walker befreien musste, ob da eventuell eine Möglichkeit bestanden hätte, dass Carly weiterhin am Leben ist und dafür Ben erschossen wurde. Ich glaube zwar nicht, ich hoffe immer noch dran, dass man da irgendeine Lösung, also dass da irgendwo ein Lösungsweg ist, dass Carly weiterlebt. Aber ich glaube, das ist eine Situation, wo man einfach nicht verhindern kann. Wenn, dann weiß ich nicht wie. Der letzte Punkt, das ist auf eine Art, ist es eigentlich eine schwierige Entscheidung. Hast du der Gruppe den Biss gezeigt? Du und 19% der Spieler haben den Biss versteckt. Das ist auf der einen Seite, habe ich ja schon gesagt, solltest du eigentlich immer ehrlich zu deiner Gruppe sein und auch ehrlich zu den Leuten. Und genau in der Situation habe ich im Prinzip der Gruppe etwas verheimlicht. Ich weiß nicht warum. Ich wollte eventuell
die Gruppe nicht verunsichern. Ich wollte die Gruppe nicht Angst machen, unnötig, wo sowieso die Situation zugespitzt ist. Aber auf die andere Art, wie der Schluss jetzt von dieser Episode war, wo ich eigentlich die ganze Gruppe um Hilfe gebeten habe, wo ich eigentlich die ganze Gruppe eigentlich wirklich darum betete, dass sie mir helfen, Clementine wieder zurückzubekommen, weil Clementine ist doch eigentlich ein Teil der Gruppe und sie hat niemandem in der Gruppe irgendwas Böses angetan. Und nur weil sie dann im Prinzip schlussendlich auf mich irgendeinen Groll haben oder so, finde ich das einfach nicht korrekt, wie sie sich verhalten haben. Also ich finde es nicht korrekt, dass sie nicht an das Leben von Clementine denken, sondern nur an ihr Leben und an den Konflikt, den sie mit Lee haben. Gut, bei Chris und dem jungen Burschen, da kann ich es nachvollziehen, dass die Lee nicht helfen, weil die haben keinen Bezug auf das Ganze. Da weiß ich. Aber Kenny, ich bin von Kenny extrem enttäuscht. Wobei er hat schon da im Motel gesagt, wenn es um Lose geht auf dem Boot, dann weiß er schon, wie er die Zahlen zu verteilen hat. Und schon da hat er im Prinzip mich aus der Gruppe ausgestoßen. Und schlussendlich, ich weiß nicht, wieso, dass er mich jetzt verantwortlich macht, beziehungsweise wieso, dass er Lee verantwortlich macht, dass er seine Familie verloren hat. Ich weiß es nicht, weil im Prinzip ist es ja Ben, wo schuld ist und nicht Lee. Das verstehe ich nicht. Warum das Kenny so einen Wut auf Lee hat. Ich denke auch, es ist nicht mal die Wut, wo er auf Lee hat, sondern es ist einfach die Enttäuschung, der Schmerz, den er hat, weil er seine Familie verloren hat. Das ist es eigentlich. Aber trotzdem, ich kann es nicht nachvollziehen, ich kann es nicht verstehen, warum Kenny sich so entschieden hat und im Prinzip so extrem gegen Lee spielt. Hat es im Prinzip das Ganze, war das Ganze da schon im Kühlschrank, also im Gefrierraum, wo Lillys Dad Larry am Boden lag und wir uns quasi gegen ihn entschieden haben, ist seit da schon im Prinzip ein Keil zwischen Lee und Kenny gewesen. Ich weiß es nicht, aber seitdem her kommt es mir einfach extrem vor, dass er extrem sich verändert hat ins Negative. Extrem. Ja, liebe Freunde, so viel Action hatten wir eigentlich noch nie in irgendeiner Episode, wie in Episode 4. Und ja, freut euch wirklich auf die Fortsetzung, Episode 5. Die Zeit ist knapp und ich bin mir sicher, dass wir in dieser Episode, in Episode 5, noch wirklich extreme Entscheidungen treffen müssen. Und die Frage ist, was passiert mit Lee? Er wurde gebissen, er ist verletzt. Gibt es noch Hoffnung für ihn? Gibt es noch Heilung für ihn? Oder muss auch er am Ende erlöst werden? Wir werden es sehen in Episode 5. Und bis dahin bleibt tapfer und gespannt, wie ich. Bis dann. Ciao, ciao.